Fühlst du dich dacks wie ausgebrannt, wenn du nicht viele Menschen wärst? Hast du Probleme, auch Kontakt zu halten? Musst du ganz krass Ordnung halten? Das können Indize für Autismus sein. Oder auch nicht. Vielleicht bist du einfach nur introvertiert oder hast eine Bindungs- oder Zwangsstörung oder eine Depression. Auf TikTok und Insta gehen eine ganze Reihe Selbsttester für Autismus. Put a finger down TISM edition based off my actual diagnostic test. Das hat Vor- und Nachteile. Wichtig, so Selbsttest ersetzt nie eine Diagnose. Mit die Leute, die kommen durch so Selbsttester, die haben redet auf die Idee, verschiedene Schwierigkeiten, die sie haben, eventuell mit Autismus zu tun haben. Eine richtige Autismusdiagnose ist komplex und wartelisten Docs lang. Vom ersten Verdacht bis zur Diagnose vergeht gerne mal ein paar Monate oder sogar Jahre. Die Leute müssen Questionäre beantworten und Tests machen. Zum Beispiel ein Test, wo ihnen anhand von Gesichtern oder Ahnen muss sehr Emotionen erkennen. Psychologen oder Verhaltenstherapeuten befragen außerdem Leute aus dem Umfeld. Sie überprüfen unter anderem, ob Verhaltensstörungen hinter der freien Kantität bestehen. Und schließlich stellt der Psychiater die Diagnose. Autismus hat auch Positivseiten. Diese Leute haben da eine andere Sicht auf Sachen, aber ihnen da interessante Perspektiven. Man kann aber auch Schwierigkeiten verursachen. Eine Diagnose ist vor allem wichtig für Leute, die Probleme haben durch ihren Autismus. Weil ihnen daran persönlich schlecht geht oder weil sie Schwierigkeiten haben, gut in der Gesellschaft zu funktionieren. Oh. I see. Wenn das Sachen auf dich zutreffen, kannst du dir mal zusätzlich vorstellen. Wie zum Beispiel: